Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, der Herr des jüdischen Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch mehr David. Wir haben ein Programm für euch heint. Wir haben Interviewen mit 2 Chosheve Gäste. Beide Interviewen sind in Zusammenhang mit dem 12. August 1952, ein trauriger Tag auf der jüdischen Gas, in welchem es hat Stalin umgebracht 13 sowjetische Juden in Lubjanka, Tbilisi in Moskau. Unser erster Gast ist Jelena Schmulenson, eine Aktrice und Sängerin und Aktivistin mit dem Jüdischen Kulturkongress. Der Kongress präsentiert Night of the Murdered Yiddish Poets, morgen Donnerstag in New York. Und sie geht reden wegen der Pièce und ein bisschen wegen sich und ihrer Tätigkeiten. Der zweite Gast ist Boris Sandler, sehr bekannter Name auf der jüdischen Gast. Sein jetziges Projekt ist Jiddisch Branche und geht reden ein bisschen wegen dem. Ist früher gewesen der Redakteur von dem jüdischen Vorwärts und ist gewesen ein jüdischer Schreiber und gewesen im Rattenverband, wo ist gewesen ein Teil von dem Redkollegium von sowjetisch Heimland. Hatanoa. Jelena Schmulenson, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Erzähl uns wegen Night of the Murdered Poets, deine neue Vorstellung, was wir geht präsentieren bald in New York. Das kommt vor jedes Jahr, gewöhnlich dem 12. August. So das hat vielleicht heißen eine traurige Akademie, was redet wegen die Nacht von August 12, 1952, wenn 12 Menschen von der jüdischen antifaschistischen Komitee im Sowjetenverband sind erschossen geworden in Lubjanka, Tbilisi, und zwischen die 2 Menschen sind gewesen 5 jüdische Schreiber und Poeten. Und die Zeitungen haben geschrieben, als das gewesen der Sof von jüdischen Kultur, die Tod von jüdischen Kultur dämmelt, weil wir haben verloren als solche Giganten von jüdischen Literatur. Und wir haben gar nicht gewusst wegen dem, was zeitens. So da gewesen Plotkes, man hat jetzt gehört, dass er besitzt sich mit den jüdischen Schreibern in den Sowjetenverband. Und keiner hat nicht gewusst bis 56, wenn es ist gewesen gedruckt in Volksstimme Zeitung von Warschau und
der Vorwärts in New York, als slawidische Poeten sind umgekommen in Sowjetenverband. Und sie haben auch viele nicht gehabt, wer genau ist gewesen erschossen. Und sind die 60er Jahren herum der Welt jüdische Organisationen machen einen Abend zu gedenken, die Menschen zu reden wegen ihrer Poesie, zu singen Lieder, die sind geschrieben auf ihre Lieder. Und der Jüdische Kulturkongress, was dann gehoben in 1948, also ich kann es, hat vernehmt sich mit dem Abend sind die 60er Jahre. Und das ist 2023. Und jedes Jahr sie ziehen etwas herum dem 12. August. Was ist neu wegen der Vorstellung? Was ist neu wegen der Vorstellung? Ich habe gearbeitet für den Jüdischen Kulturkongress sind 2003, 2004 und jedes Jahr, ich bin gewesen vernommen mit dem Abend, ich bin gewesen eine von der, ich habe geholfen mit der Organisation von dem Abend und euch, weil ich bin ein Sänger und eine Aktrice, ich habe gelernt Poesie dort oder gesungen und jedes Mal es hat mir etwas gefällt in dem Abend, weil ich habe gemeint, dass es für Menschen, die es kennen schon die Geschichte. Für die Menschen, die es kennen schon, wer seien gewesen die Menschen, die seien gewesen geschossen, wer seien gewesen die Poeten. Für sie ist es gewesen ein jährliches Tag und sie haben alles gewusst. Und wir haben probiert zu machen, es jedes Jahr ein bisschen anders. Einmal, wir haben gelernt von den Memoiren von den Kindern von den erschossenen Poeten. Einmal, wir haben gemacht einen Abend für reinnehmen die andere Poeten, wir sind gewesen erschossenen 37, Moshe Kolbak, Isicharik. Aber es ist schwer, es sind nicht so viele Lieder mit Musik, die sind geschrieben auf die Lieder von Poeten. Und es ist schwer zu machen, das Kimat, wenn man redet wegen Lieder, das Kimat dieselbe 5 Lieder, was man singt jedes Jahr. Aber das ist nicht gewesen die Hauptsache. Die Hauptsache, also ich habe gewollt, es soll sein etwas für die Menschen, die es wissen nicht von dem 12. August. Also sie haben gekauft ein Billett, sie haben gehört, sie haben gekauft ein Billett, sie sind gekommen und sie haben gehört die Geschichte von was ist Tage geschehen. Und Shane Baker, wer führt den Jüdischen Kulturkongress, mit ein paar Jahren zurück, hat gesagt, well, als du willst etwas so, mach es. Beschaff es, schreib es. Und mit 2 Jahren zurück habe ich gesagt, nee. Und mit 1 Jahr zurück habe ich gesagt, ja. Und ich habe geschrieben, als mein Abend, es ist mehr wie eine Lektion, aber es ist nicht kein Konzert. Es ist ein Meister von was ist geschehen. Von 1917 Sowjetenverband, was ist geschehen vor dem, was ist geschehen nach dem, wer sind gewesen die Poeten. Und reingestellt Lieder und Musik. Von dem, was ich habe probiert gefunden, die Lieder, was illustrieren sehr Guckwinkel und euch, was ist geschehen in dem Sowjetenverband in die Zeiten, wenn sie haben es geschrieben. Und vor Jahren ist gewesen eine gewaltige, was ich gehört zurück von den Eulen, was sind gekommen, ist gewesen eine gewaltige Entfernen. Sie haben gesagt, ich habe gewusst, aber ich habe nicht gewusst. Aber ich habe gewollt weisen dem ganzen Bild. Und dem Jahr ist es ein bisschen verschändert und verbessert. Etwas ist rein, etwas ist raus, aber die Hauptschrift ist dieselbe, ist die Geschichte von der ganzen Sache, von dem antifaschistischen Komitee, von der Lage von den Jiden im Sowjetenverband, vor dem Milchome, nach dem Milchome, nach dem Milchome, was ist geschehen mit dem Komitee und ein bisschen von den Transkripten von dem Prozess, Pläumerster Prozess. Pläumerster Prozess, weil Ja. man sich gepeinigt und geschlagen. Ja. Gut, und man weiß doch, wie sie haben gelebt in der so gerufenen guten Zeiten. Ja, und sie seien gewesen
Gläubers. Sie haben geglebt in der Medina, wo sie haben getan, was sie haben gemeint, es wird sein besser für die Jiden. Es wird nicht sein, kein Programmen, die Jiden können gehen in Universitäten, die Jiden können sein in der Regierung und sein Doktoren und Lehrer und allerlei Sachen. Und es ist gewesen eine große Enttäuschung, was sie, wo sie ihre Medina, was sie haben so lieb gehabt, hat getan mit sie. Du war gegen dem Zugang von gewissen jeden Mastama als was soll das mir allen als Kommunisten hat man umgebracht. Sie du und sie kommen nicht. Und das ist was sie meinen. Das ist das ist, was sie meinen. Sie kommen nicht. Aber sie kommen nicht rein zu der Vorstellung und schreien auf der Bühne. Und ich habe gehört, zu der jüdische antifaschistische Komitee, der Vorsitzende ist gewesen Solomon Michaels, der Direktor von dem Moskauer jüdischen Gazette, jüdischen Theater. Und er ist gewesen der erste was ist gewesen, ermordet in 1948. Und ich habe gelernt, dass Emersons Tate, wenn es ist gewesen, sehr Medina, es ist gewesen etwas in August 12 Abend. Und der Tate hat der Herz wegen dem und hat gesagt, ich soll zuhören zu dem, als ist gewesen der größte Kommunist, als ist gewesen einer von den größten, und ist nicht gewesen ein Kommunist, Michaels. Aber was hat getan, es hat der Mensch, er hat es sehr nicht lieb gehabt und er hat nicht gewollt, sich sichern zu dem Programm. Und das ist auch ein Problem. Aber traditionell haben gemacht alle weltliche Organisationen anerkannt den Tag wie ein Treuertag. Viele viele Organisationen wie der Bund und Arbeiterring, was stark anti-sowjetisch Kommunismus. Wir haben verloren nicht kleine Schreiber. Peretz Markisch hat geschrieben epische Lieder. David Hofstein hat geschrieben gewaltige Romanen. Leib Kvitko hat geschrieben eine Sache für die Kinder und für die Eltern. Also sie sind alle umgekommen mit einem Mal. Und es ist gewesen so, dass man hat nicht gewusst, was ist geschehen. Und es ist so eine Geschichte wegen Paul Robeson, er hat geführt in Rattenverband 1949 und zu spielen, zu singen. Und er hat gewollt sich sehen mit Itzik Pfeffer. Das ist gewesen sein Freund. Und Itzik Pfeffer ist schon gewesen in Tfise. Und er hat gesagt zu den Menschen, die haben gearbeitet, ich will sehen, Itziken, ob nicht, ich gehe nicht daraus auf der Bühne. Und sie haben Pfeffern herausgenommen von der Tfise und gebracht zu Robsons, zu der Hotelroom. Und Robson hat geschrieben, und das ist, was wir haben, das ist die Qual von wann wir kennen das. Wir können es glauben oder nicht glauben. Und Robson hat gesagt, dass es hat gefällt Pfeffern Porzellen, also er ist gewesen sehr dar, also er ist gewesen nicht gegolt, also er hat gewissen mit der Hand, als wir tun nicht reden, als wir Herzen, als wir tun nicht reden und sie haben geredet wegen nicht wichtige Sachen. Und nachdem man hat Pfeffer ist weg und man hat ihn zurückgenommen zu der Füße. Und Paul Robeson ist gegangen auf der Bühne und gesungen. Und das ist die erste, er hat gesungen in der Sprachen. Und er hat gesungen dem jüdischen Partisanerhymn. Sag nicht keinmal, als du gehst am letzten Weg. Und das Jahr, das gewinnt die erste Mal, so eine Rekordierung von dem Konzert. Und ich habe gehört, wie er singt. Und wir können hören in seinem Call. Als es ist nicht zu glauben, wie also, ich habe keinmal nicht gehört, als ein Mensch soll singen, das Lied so. Und
die Applaudissementen, was hat gekriegt, seien euch auf der Rekordierung. Wir haben geschrien. Menschen haben geschrien und applaudiert und das ist eine gewaltige Rekordierung. Interessant. Gib schon Informationen, wie es euch, man kann sagen, wissen weiter wegen dem und kaufen Billetten und wenn es ist, wenn es kommt vor und wo. Heint ist Mittwoch, dem 9. August, es kommt vor morgen, Donnerstag, dem 10. August, in einem Ort in Manhattan, was heißt The Wild Project. Es ist ein Theater in East Village. Es ist 195 East Dritte Gas, 195 East 3rd Street, zwischen Avenue A und Avenue B. Man hat gekannt, kriegen die Billetten auf dem Internet, aber ich habe noch was gekickt und es ist ausverkauft. Man kann nicht kriegen die Billetten auf dem Internet. Ich meine, nächtlich haben wir ja gekannt und heim kann man nicht. Aber ich meine, es wird sein ein paar Billetten, als man geht da rein. Von Nord. spazieren. Ja, Von Nord, okay. Ja. Oh, und Mazel Tov, dass es euch verkauft und die, was Dank. willen das sein. Es ist nur Panem, heißt das, nicht auf Ja. den Ekran. Nicht auf den Ekran. Wir wollen machen eine Rekordierung, aber ich weiß nicht, sie es wird sein. Ich meine, es wird sich auf die Qualität von der Rekordierung, ob es gibt genug. Wir wollen es öfter ausstellen, ergens. Allenfalls Information wegen dem ist auf der Webseite von Kulturkongress, congressforjewishculture.org. Congress for Jewish Culture, ein Wort.org. Oder ich gebe dem Nummer 212-505-8040. 212-505-8040. Wenn öffnet sich die Pièce, 7 Säger Nachmittag. Es ist 7 Säger Nachmittag, ja. Wer nimmt Anteil in der Vorstellung? Wer sind die Akteuren? Die Akteuren sind ich und Shane Baker und Alan Lewis Rickman und Suzanne Toren. Und wir haben auch Musik von Cecil Slepovich. Er macht die richtige Atmosphäre mit allen Sachen, mit allen Instrumenten, die er kann spielen. Ist gut, das ist etwas gedeiht zu sein. Elena, kannst du ein bisschen erzählen wegen sich? Du hast ein interessanter Scheiches mit gewesen im Rattenverband, mit die Sachen. Erzähl ein bisschen wegen deinem interessanten, freien Leben. Hakitzer auf Infos. Ich weiß nicht, ob es gewesen so interessant. Ich bin geboren geworden in, was ist jetzt, der Belarus, und ich habe ausgewachsen, was ist jetzt der, like, meine Meinung in Ukraine. Ich habe ausgewachsen in Krim, in Simferopol. Als man fortkommt, Simferopol ist nicht weit von Sevastopol. Bekannte Namen auf der jüdischen Gas. Simferopol. Und ich habe emigriert als Kind mit meiner Sprache in Brooklyn. Und High Jahre ist 30 Jahre, wir sind in Amerika. Mazel Tov. Ich habe gelernt Jiddisch, in der jiddische Sommerprogramm mit 20 Jahren zurück. Ist gewesen etwas ein bisschen Jiddisch in der Sprache? Die Boba-Seide haben geredet, beide Boba-Seides, aber wir haben nicht gewohnt mit dieser Sache, und ich gedenke von die Boba Genick, Gebakik, Schäppe sich ab. Und wenn ich angehoben zu lernen Jiddisch, es ist mir gekommen, die Chaläumes, die Gedenkungen, also ich habe es gehört von die anderen Boba-Seide. Oh, ich habe nicht verstanden, was für Luschen ist. Die Milchama in Ukraine, hat das gespielt eine wichtige Rolle in deinem Leben, und euch hat das gehabt eine Sprache, die also gerufene Treue Akademie ist am 12. August 52. Die Milchama ist eine schreckliche Sache, wie wir alle wissen.
in mein Leben, ich habe geredet Ukrainisch früher, bin gefolgt in Amerika und in dem letzten Jahr und ein halb mein Ukrainisch ist Sache besser, weil ich lerne Sachen in allerlei Sachen, allerlei Erde. Was ist die zweite Teil? Hat die Ukraine gehabt eine Sprache auf Ja. dem Treue Akademie. Nicht das Sach, alle die Menschen, alle die Poeten, Schreiber sind geboren geworden in, was ist jetzt der Ukraine. Leib Kvitko hat geschrieben auf Ukrainische viele. Wir reden nicht wegen dem, ich meine, es ist ein bisschen, es ist nicht das so scheich. Aber was ich kann ja sagen, es ist sehr schwer zu reden wegen der Zweiten Weltmilchome und reden wegen Sowjetenverband, was ist Russland, was ist aber ein gepeinigter Land, was kämpft für seine Freiheit gegen die deutschen Faschisten. Und es tut weh zu reden wegen dem, weil wir haben ein Poem, wir haben ein Lied dort, was heißt, bei Leib Kvitko, was heißt Michael Plotkin betunkelt Berlin, wegen einer jüdischen Pilot, was flieht in Berlin zu werfen Bombes auf Berlin in 41 und das ist ein Nemes, das ist geschehen auf ein Nemes. Und es ist ein gewaltiges Lied und es ist sehr schwer zu lernen und zu hören, weil das ist, was sie tun, jetzt daran, sie haben nicht kein Recht und sie peinigen Menschen und es ist nicht zu glauben, was bitte. Eine schwere Zeit für dir persönlich, nehme ich an. Ja, ja. Ist erzähl ein bisschen wegen deiner Karriere wie eine Aktrice und hast du etwas noch vor uns zu wissen wegen dem auf der Amerikanerbühne oder auf Television oder in den Movies? Well, jetzt darfst du ein Streik. Ein Streik in die Stücken, ja. Du bist Tag auf Streik, du gehst auf mit Pickets? Ich gehe nicht Pickets. Ich kann, jeder Akteur kann gehen dort auf der Gas mit die Plakaten. Mit den Plakaten marschieren, aber ich gehe nicht. Ich meine, das ist nicht die gewöhnliche Sache für russisch-jüdische Mädel vom Sowjetenverband zu benehmen sich mit Spielen Theater. Aber ich spiele schon ein bisschen Zeit. Ich habe eine Rolle, was kommt zurück einmal auf ein Serial, was heißt Orange is the New Black. Ich habe gespielt auch in Boardwalk Empire und Blue Bloods und allerlei Sachen, aber wer soll zulich dir Geld? Das ist letztens mit jüdischen Sachen. Gut, das morgen wird sein die größte Vorstellung. Und Ja. ich hoffe, dass unsere Zuhörer haben eine Gelegenheit zu sehen das. Speziell, wenn sie haben schon früher gekauft Billetten. Also nicht, wir wollen dich einladen, zu kommen noch einmal und erzählen uns. Ich meine, das kann, also ich rede mit pro Organisation, es kann sein, darf nicht sein, am 12. August. Es ist ein Programm, was wir können nehmen, darum in einer Schule, in einer größeren Heim, in einer größeren Haus kann man das machen. Und es rührt Menschen, haben die Menschen sehr gerührt vor ein Jahr und ich hoffe, dass mehr Menschen dann gerührt werden. Wie können man dich nachfolgen auf Webseiten oder sozialen Medien? Wir können mich finden auf Facebook, Jelena Schmollensen.
Okay, Das dort wohne ich. gut. Elena Schmulenson auf Facebook und euch durch Kulturkongress, Congress for Jewish Culture.org. Elena, schönen Dank mit dem rechten Fuß. Ein großen Dank. Dank. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Chor auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Boris Sanders, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem und a größten artigen Gruß von New York, von Brooklyn, eure Lehner, und das heißt eure Zuhörer. Das ist dann richtig. Dank. Wir haben schon lange nicht geredet. Ich will der Hintergrund wegen eurer großen Auftu mit der jüdischen Branche. Und öfter können wir euch reden ein bisschen speziell wegen dem Treuertag in unserer jüdischen Zwiebel wegen dem 12. August 1952. Ja? Ja, warte. Nu, Jiddisch Branche ist ein elektronischer Jiddisch Journal, ein internationaler Journal, wollte gesagt, weil verspricht über die ganze jüdische, nicht nur jüdische Welt, und wir haben Massach Abonnementen, wo sie bekommen in der Brief, für jeden immer wie nur, bederikal geht raus jeden ersten von der erste Dates von dem neuen Kodesh. Inzwischen können nur raus 71 Nummern. Das heißt 71 Hadushim geht raus in der Ausgabe. Es ist interessant, Rubriken, interessante Mechabrim, bederikal Menschen, Schreiber von dem Ingern dort. Bisschen journalistische Ausgabe, das heißt, bei der Klau drücken sich dort Materialien, Essayen, Prose, Lieder, das sind die Hauptmaterialien von dem Journal. Wie euch ist du als eine Rubrik wie Video, Autograph, wo derweil noch wenig Bekannte, in euch gibt Bekannte, Mechabrim, jüdische Wünschen, die Lehner in der Erzählen ein bisschen wegen sich. Sie ist ein Autograph, ja, sie erzählen wegen sich. In einer lehnt sein Lied, ein neues Stück von seiner Erzählung. Es ist so die Rubrik von 10 Monologen von jüdischen Schreibers. Wir können sie sehen dort, die Videos. Es ist ungefüllt mit das auch anderem Material, der Erzählungen, in interessante Daten. Agaf, ob schon reden wegen dem 12. August ist wir haben also eine Rubrik, ich suche mir, dem Journal, was ich heraus, und ich redagiere. Ist von unser Isoben. Was meint von unser Isoben? Das heißt von dem, was haben übergelassen, die jüdische Schreiber, von sehr schafferische, jüdische. In Bederakal sind dort vorgestellt, sei biografisch und sei etwas von seinem Werk, von die sowjetische jüdische Schreiber, wo Bederakal wer hat noch geehrt, etwas tun dort angenommen, aber in Tag gerät, sind dort gewähnt sämtliche, nicht in der jüdische Schreiber, wo es sind gemacht nicht bekannt. Und es ist ein Schott, weil jeder von ihnen gewähnt eine Persönlichkeit in geschrieben, interessante Werke, jedenfalls man kann bei jedem finden, etwas interessant. Und du, in dem Journal Jiddisch Branche, können sie finden mit einem Bild, eine kurze Biografie, in welchem Werk von
schaffen. Jiddisch Branche ist nicht nur ein literarisches Journal. Jiddisch Branche ist ein Verlag, wo wir lassen heraus Bücher von jiddischen Schreibers, von dem Ingern Dor. Und letztens ist heraus Juschkowskis Prosebuch. Sind heraus 2 Bücher Prose von Emil Kallen. Es ist heraus 2 Bücher Prose von Evgeny Kissin. Ist schon gerät zum Druck das Buch von Eli Scharfstein, ein Schreiber von Israel. Und euch hat gerät sich das Buch von Schulenberger, ein zweisprachiges Buch, Jiddisch-Englisch, von seinen Liedern. Durch der Verlag hat schon herausgelost 14, 15 Bücher. Also jetzt, man sitzt nicht ledig, wenn man sagt. Ihr habt eine sehr reiche Geschichte. Ihr seid, man hat es gesagt, hat ihr indirekt ein Scheiches mit den Schreiber, was umgebracht am 12. August 1952. Ja, ich weiß nicht, ich bin der Einzige. Jedenfalls, ich habe sehr eng gearbeitet und sehr vertieft in die Dokumenten, in die Materialien von den repressierten jiddischen Schreibers in Moldawien, wenn sie es noch gewesen sowjetisch. Und das ist gewesen noch in die Uni 90er, 90, 91. Und ich habe bekommen einen Zutritt zu den Dokumenten in KGB. Und auf dem Spach von den Dokumenten habe ich umgeschrieben, als ein Bücher, was ist also der Indien Nummer 5390 von den Archivmaterialien von KGB. Damals, wie soll das geschehen, weil ihr versteht sich, als sie kommen zu KGB, hat man gekonnt nur sein, die arrestiert. Aber in 1991 ist Moldawien geworden Moldova. Das heißt, sie ist geworden unabhängig von Moskau. Und euch hat die Sicherheit Organisation, die KGB, es geblieben stecken zwischen Moskau und zwischen Kishinev. Und sie haben nicht gewusst, welchen Käse zu dienen. Und ich habe manchmal ausgenutzt, dass die Gelegenheit, es ist umgegangen, sehr kurze Zeit, manchmal in 2 Jahren hat man schon alles wieder vermacht, der Zutritt zu den Dokumenten. Und ich habe, wie man sagt, rausgehabt, dass dem Moment, öfter noch, weil ich schon gewesen am Mitglied von dem Schreiberverein, ich bin gewesen ein Vorsitzender von der Jiddischen Kulturgesellschaft in Moldova. Und sie haben mir nicht gekonnt absuchen, spielen sich in Demokratie. Ja. Und ich bin, manchmal ein halbes Jahr bin ich gegangen nach Jinze, in Halbtag gesessen, in dem Archiv, in der gegrüben und gelernt, hat die Ausforschdokumenten, die Materialien von Verehrern, von den jiddischen Schreibern, das ist Moshe Altmann, Jakob Sternberg, Motel Sakzier, Jankel Jakir, Rifkin. In das, auf dem Smach, öfter bin ich gewesen, der einzige Beklau zwischen den jiddischen Schreibern, wo es hat Gott als Zutritt zu den Dokumenten. Und es hat sehr gut verstanden, Josef Kerler, weil wenn ich habe ihm übergegeben, seien die Kindesruhe auf Besuch, habe ich übergegeben ihm dem Sowjet, hat sich bald umgehabt, und hat rausgegeben, hat das Bücher, hat die Broschüre, mit dem Namen, was ich habe früher umgewiesen. Die Arbeit über die Dokumenten hat mir manchmal geöffnet, die Augen auf Sachen, was die haben mir gewusst, was ist vorgekommen, jedenfalls etwas geehrt,
weil Lemuschel in Sowjetisch Gemmel und in dem einzigen Moskwa jüdischen Journal, wenn man pflegt riechen, Lemuschel das Werk von Markisch oder von Twitka oder von Berger, so, pflegen geben eine kurze Biografie, wir pflegen uns haben in 1952 gestorben. In Schoen. Wo ist gestorben? Wer gestorben? Ich verstehe, du sagst, man käme nicht ungewiesen, als der Mensch ist nicht pushet gestorben, hat ihm der Arget, hat ihm erschossen. Und du haben sich entdeckt, mamisch, Sachen von gewaltigen Persönlichkeiten, die ganze Netz von der Sicherheitsagentur, von der sowjetischen, wo es hat zerworfen über ein ganzes Land, und wo es ist gering geknippt und gebunden zwischen sich. Und von einer Seite ist es gewesen eine zynische Sache, weil alle Ausforscher haben gewusst, wo es an der Sof, von sehr Ausforschung gewinnt sich gar nicht, mamisch, weil sie schon gewinnt verurteilt von früher, wo es jeder von sie wird bekommen, Lessof. Aber von deswegen hat man mit der sadistischen Pinklichkeit ausgeführt alle Punkte von Gesetz. Man pflegt ausforschen, man pflegt sich verbinden mit jenen, was man ausgeforscht in Moskau. Das heißt, sie der wissen sich, das ist der arrestiert in Kaschenew, sucht sie nicht. Jeder so weiter. So haben sich pflegt Sachen, Lemuschel, beschaß dem Pfarrer, hat jedes Mal hat es sich übergerissen, der Pfarrer, Lemuschel 10:30, der Pfarrer hat sich über. 11:00 der Pfarrer hebt sich unaufnei. Und ich habe nicht gekonnt, sich vorstellen, was kommt vor. Mir gibt der Arrestierte, der Kuprien, aber es Lobhaben dem Mutem. Sie pflegen verlieren den Bewusstsein. Sie pflegen Chalischen. Nachdem, weil man pflegt sie ausfragen, misslassen weiß. Sie versteht. Ich bin bei der auch 2 Ausforscher, und einer pflegt sich Kuprien, der zweite pflegt ausfragen. Und der Arrestierte hat gemisst eine ganze Nacht entfernen nach Frages. Und für die Ausforscher ist es wichtig gewesen, dass viele redet. Es ist wichtig gewesen, soll nicht schweigen. Und die Hauptwerte sind ständig gewesen. Ein neues Geschrei. Schweig nicht, red, schweig nicht. Ihr versteht? Sie haben gemacht, sehr Arbeit. Sie haben gedacht, Arroiskloppen, mamisch direkte Werte, Arroiskloppen von dem Arrestierten. Nicht so dem Memes, weil kein Memes, sie haben nicht ausgebaut. Sie sind gewesen, wie man sagt, ehrliche Bürger von sehr Land. Aber sie haben gedacht, die Ausforscher haben gedacht, sie ausweisen wie Nationalisten, wie Verräter, wie Spionen, und so weiter, und so weiter. Hat man bekommen falsche Edes von sie zum Sof? Sie geht nicht in dem, was Falsche. Sie geht in dem, was sie haben gesucht. Hat man Neues gedreht auf das Außen, als sie sollen beschuldigen einen dem Zweiten. Noch mehr ausgematterte Menschen und Schlaf und Wasser. Sie pflegen reden Sachen, was nicht gesteuert, nicht geflogen. Wie ich habe gesucht, ein bisschen erzählen. Man muss so eine Sache wie Yankee Yakiris gekommen, ist der Zeil, der Mäusforscher, wenn hat sich umgekehrt von der Evakuation, hat man ihn begangen. Er ist gekommen zu Hofsteinen und hat gebeten, man soll ihm helfen. In Hofstein hat ihm gesucht. Von wann soll ich wissen, dass Sie sind ein jüdischer Poet? Lehnt etwas. Und sagt, ich habe übergelehnt, mein Lied wegen der jüdischen Schilderung in Usbekistan und Mitschetten. Und nachdem, was ich habe übergelehnt, hat mir Hofstein gesucht. Was haben mich die Mitschetten und die Schilden getan? So mich verstellt die Sohn. Ihr versteht? Wenn ein Mensch in normalen
instanden, sucht er Sache, rief er Sarois Schmeichel. Ja. In dort hat man es bald verteidigt, als ich habe stehen, warte, die Sohn ist in der kommunistischen Partei. Und hat gemeint, die kommunistische Partei. Hat ausgelacht von unserer... Ich verstehe, man hat gekonnt drehen von einer Seite in der zweite. Das ist gewesen der Sehen von Verehren und von peinlichen Menschen. Man sehr gut gewiss, dass das Berglerson und nicht Markisch, sondern Kemo kein Spionen nicht gewesen. Nur man hat gedacht, etwas verzeppen sich, und viele nicht verzeppen sich. Aber als Moshe Altmann, ein prächtiger Prosaiker, und es gewesen eine Zeit, noch vor, ist sich geworden als sowjetischer nur in 1940, vor dem hat gewohnt in Rumänien. Wenn ist gefahren ist, in Rumänien ist gewesen ein Kommunist. Wenn ist gefahren in Argentinien, schön, das ist gewesen nicht. Zu suchen, als ist Argentiner Spion. Ihr versteht, sie haben nicht gedacht, das sagt. Sie haben gedacht, nur etwas ein Remes, etwas ein Undein, für zu beschuldigen die Menschen in etwas eine treife Sache gegen Sowjetenverfahren. Das ist gewesen sehr richtig. Ist schrecklich, was ist geschehen in die späten 40er und 50er, aber Eiertekufe ist gewesen, dachte ich, in die 70er, 80er, 90er, wenn es gewesen lang nachdem, wie man hat sie offiziell rehabilitiert. Aber ihr sagt, dass man nicht getan reden wegen sie. Ist das MS und wie soll kann das sein? Ja. Und zum Sof in die Jahren von die jüdische Gas, ist es euch gewesen so? Ja, das ist die Sache. Als, der jüdische Gas ist ein Reus, wenn man sucht, in der Zeit von Perestroike, wenn man schon umgeben zu reden, man schon geredet wegen verschiedener Sachen, wegen Stalinismus, wegen der Redifes, wegen der Lagern, es ist schon gewesen, Solzhenitsyn und so weiter. Das ist schon gewesen, wenn man sagt, es ist gewesen ein Stempel, mit mehr geredet, ihr versteht. Aber vor dem, man hat sich auch rehabilitiert in den Mit-50er, wenn man ein bisschen später, wenn man ein bisschen früher, und man hat sich befreit von der Twisse, von den Lagern. Aber reden wegen dem ist auf der Kohl hat man nicht geredet. Man hat nicht geredet. Es ist gewesen der 20. Zusammenfahrt von der Kommunistischen Partei bei Khrushchev und Mamisch anplegt die ganze verbrecherische Tien von Stalin und dem Personenkult. Ja, aber nachdem nicht gekickt richtig auf dem hat man sei. Auf der Kohl wegen besondere Persönlichkeiten ist der Mond. Also sie sind gesessen. Es ist gewesen etwas wie die Menschen allein, ich dachte, haben sich gefühlt, so haben sich geschämt zu suchen. Also sie sind gesessen wie Verräter, wie Spionen und so weiter. Danke Gott, dass man zu ihm gekehrt die Möglichkeit zu schreiben, Akides und sich drücken. Geht ein Kicker, viele mit dem Journal Sowjetisch Heimland. Wie viel hat gekostet Keuches? Wie viel Kommunisten von Kanada und von Amerika sind gefahren, hat getroffen mit Khrushchev. Er hat ihm gebeten, was kommt du vor? Ihr hat verurteilt Stalin in seinem Sinn, und du konntest nicht rausgehen, kein Schirm jüdische Ausgabe. In erst im 69. Jahr hat man der Leute die einzigen Journal. Ich rede nicht wegen Birabidjaner Stern, das ist gewesen von weiten Mizrach, und der hat Bichlal gesehen, die Zeitung, gewusst verraponen, hat die Zeitung gehabt, ich verstehe. Aber in 69. Jahr hat man erst herausgelassen dem ersten Nehmer von Sowjetisch Heimland. In euch dorten sind gewesen, und nicht nur in dem jüdischen Journal. In die Dicke, in die Moskwa, russische Journal, hat man wegen dem nicht geschrieben. Das ist gewesen ein Tabu. Wegen Lagern, wegen Gulag. In Blois
bloß Solzhenitsyn zum ersten Mal mit seinem Ivan Denisovich hat, wenn man das aufgedrückt hat, Novi Mir, hat die Themen sich bewiesen. Aber für Solzhenitsyn sind gewöhnlich andere, die haben nicht gekonnt, sich durchschlagen mit der Themen. Wo sie neu gesessen und aufgegeben ihr Leben für dem. Das ist eine sehr komplizierte Sache. No, Esther, ja nun geschrieben, man sagt Bücher wegen dem, wegen der Zeit und so weiter. Ihr habt gearbeitet mit Vergelis. Was könnt ihr uns sagen wegen dem und sein Zugang dem 12. August? Aaron Vergelis ist bisher nicht gesessen. Er hat gearbeitet wie Übersetzer, wie ich weiß, auf dem jüdischen Radio hat er gearbeitet, Zeit. Was kann ich sagen, wie ein Poet, ist er ein sehr talentierter Poet mit BMS poetisch in Mustern von Poesie. Wie Redakteur hat er Mamisch aufgegeben dem Journal bis er hat immer ausgerissen von die kleinen Städte, der Dames. Er hat gemacht ein Journal von einer größeren Stadt, von der Räuben. Er hat herangeführt interessante Themen, viele von Kosmos. Das ist sehr interessant. Ich habe es verstanden, weil ich bin allein geworden, Redakteur von Vorwärts. Das ist gar nicht eine putzige Sache, zu redigieren nach Zweiten und zu schaffen, ein Kollektiv, eine Gruppe Schreiber, wo es wollten gekonnt mitarbeiten in eine neue Ausgabe. Wo sei seine Beziehung? In dem Sinn ist Vergelis gewesen sehr eine positive Figur. Aber es ist so ein Schatten von Vergelis. Ich habe letztens herausgelöst mein Roman, wo es heißt mit der Schlicherski in Moskau, wo ich beschreibe beferisch oder die Kufe von sowjetisch Heimat oder die Drasekür, wo es ist rausgegangen, oder die Schreiber, die letzte Schreiber, wo sind verblieben in die Sof 80er und im 90er Jahren in Moskau. Wer es hat nicht gelernt ist, interessiert sich mit der Themen, kann es lernen. Es ist eine literarische Geschichte von Jiddisch, sei in Israel, sei im Sowjetenverband und Bichlal die ganze Atmosphäre von jüdischem Leben in die Uni 80er, in Sof 90er Jahren. Wenn es sich erhirrt und bewogen, immer umgehoben, von einer Seite, von der Zweite, haben sich bewiesen, welche Sprotzlingen von anderen Leuten jüdisch Leben. Was ich kann sagen. In Dortmund beschreibe ich sehr genau, Vergelis sei wie eine Persönlichkeit, sei sein Schatten, also zu sagen, von die Sachen, wo es ist du eine Sache, es ist du Sachen, wo sie dann zugeklebt zu ihm geworden, wo es mehr darin dem. Aber in der Remessen ist er gewesen für der jüdische Literatur von der noch stalinistischen Kufe, ist er gewesen eine sehr wichtige Persönlichkeit. Ich halte so. Was ich vielleicht hören, zum Beispiel von Josef Lachmann, Oliver Shalom, ist, Vergelis hat im Ganzen verwehrt Red wegen die umgebrachten Schreiber. Aber er hat das getan mit dem Territz, als wollte es nicht getan, wollte gekommen die Regierung und vermacht sowjetische England. Seid Masken? Ich verstehe, er ist gewesen Redakteur von einem sowjetischen Journal. In Pinkt so haben sich aufgeführt, euch
andere Redakteurs von russischen Journalen, von moldawischen, von kasachischen, wo soll nicht sein. Ihr versteht, das ist gewesen eine allgemeine Sitte. Ein Mensch, wo es gestanden spitz von einer propagandistischen, ideologischen Ruper, a Tribune, ja, er hat gemisst an Getrei der Meliche. Sie ist dus gewesen 100%, sie dus gewesen nur 99%. Das ist schon nicht wichtig. In WMS, ob wollte sich geführt anders, weil die Fürchert nicht gewesen. Dort hat man sich nicht gespielt mit solchen Sachen. Oder, in Mitten ist nicht gewesen. Die hat gedacht, getrei dienen der Macht. In Agaf, so getrei, haben gedient die alle repressierten Schreiber. Sie sind gewesen getrei Bürger vom Sowjetenverband. In Kimat jeder Ausgabe von den Poeten, von unseren größten Poeten, wo es vielleicht herausgeht, ist das erste Lied ist gewesen, Lekuvet Stalin. Also ist gegangen der Schnitt, wie jener Schneider hat gesagt. Also hat man gemusst. Anders wollte es nicht gewesen. Ihr versteht? Kein Spiel, ein, du bin ich ein, dort bin ich ein anderer. Sie kann nicht sein. Oder bist du ein, oder bist du ein anderer. Bist du ein anderer, bist du anders schossen. Keine Alternative, kein anderes nicht gewesen. Das ist gewesen, Sowjetenmacht. Was ist von den 5 Poeten, was Stalin hat umgebracht, dem 12. August, welchen wollt ihr rekommendiert für ein jüdisch Lehner von heute? Nu, der Numen von die Nacht, wo es auf sie gechappet, die Nacht von der Sossene Poeten, auf Anemessen, wer es gewesen dort von den Poeten, sind gewesen 3 Poeten, es ist gewesen Peretz Markisch, es ist gewesen Duvet Aufstehen, es ist gewesen Leib Kvitko. Weiter ist gewesen Bergelson, ist gewesen kein Poet, also es ist ein bisschen lieber getrieben. Es gewesen der Schossen 12 Menschen. Also jetzt von den Poeten, von Hofstein, von Markisch und von Kvitko, jeder von sie ist größer auf seinen Neusen. Es trifft sich damit zwischen die Größe. Ich wollte rekommendiert zu lernen alle 3. Und nicht nur die alle 3. Ich wollte rekommendiert zu lernen Shmuel Halkin. Also sehr interessant, ob ich gefunden beschaffen arbeiten mit den Dokumenten in dem Archiv von KGB. Ein interessanter Samen Eidersuchen von Jakob Sternberg. Und auf dem kann man noch sehen, wie groß es gewesen die Verlorenheit von den Menschen. Sternberg und Halkin sind gewesen in einer Zeit in dem Schreiberhaus in Malevki. Es ist also inter Moskau, also Schreiberhaus, wie die Schreiber haben gekonnt, ein Stückchen Zeit, sich aufreden und arbeiten still, in der Stillkeit auf der Natur. Es ist gewesen, ich habe noch euch verhabt, das haben schaferisch Haus von den Schreiber. Dann sind sie gegangen auf ein Spazier über den Wald und plötzlich haben sie gesehen, wie sie reibt ein Feuer auf ein Pferd. In Jakob Sternberg gibt mir das jetzt so. Ui, wie ich bin Mekane unter dem Feuer. In Shmuel Halkin sie sucht ihm, du bist Mekane dem Feuer und ich bin Mekane dem Pferd. Ich verstehe, das ist gewesen in die Zeiten, wenn man sie arrestiert, wenn man sie geschlossen den Verlag der MS, wenn man sie vermacht die Einigkeit, wenn Hofstein ist schon gesessen in der Zwiese. Jeder von sie hat ihm gefühlt, als morgen wird man kommen noch hier. Und das hat verschrieben in seinem Verheer, der Major, was hat geführt den Verheer, und
Kiel hat gegeben als Mechel, Kiel hat gegeben als Bitterschmechel. Weiß es. Jedenfalls uns interessiert, zu was für ein Zustand seinen Gewinn des Schreiber zugeführt und zugedrückt zu der Wand. Und die zweite Sache ist gewinn, lösen sie ein Keul im Kopf heran. Versteht, das ist gewinn, dem 12. August. Das ist gewinn der letzte Punkt. Wie hat man anerkannt die Data? In unserer Meierewelt ist der 12. August gewesen allemal anerkannt mit der Treuer-Akademie. Es gewesen Bechlal eine Treuer-Akademie einmal in Russland? Oder in Rattenverband heißt es? Nein, ich bin schon nicht gewesen in Russland in jener Zeit, wenn es hat sich umgegeben, also zu sagen. Es ist geschaffen geworden, ein Center auf Michaelis Numen in seiner Date von Inbreng ist geworden als ein Symbol von der ganzen, also zu sagen, umgebrachter jüdischer Kultur. Aber den 12. August, das ist eine bewusste Geschichte, wenn Markisches Freud ist gekommen, wenn der Zeit, wenn man schon rehabilitiert, die angesessene Schreiber, ist sie gekommen und sie hat gefragt, nur geht, ich weiß es ist nicht du, aber wenn ist es geschehen? Haben sie gesagt, no, ich will auch sagen, dem 12. August, wir sind organik, und das ist geworden, wie man sagt, dass der Zug, der 12. August 42, ist geworden, also zu sagen, eine symbolische Date, weil keiner weiß nicht pünktlich, wen und wann hat man erschossen. Das ist gewesen in einem Tag, das ist gewesen in Meschach von einer Woche. Ich verstehe, ihr werdet sich nicht absichern, du. Die Namen wird ihr nicht gefunden. Aber es gibt, was es du. Ich weiß, dass man vielleicht aufmerken, die Date, wenn ich bin gekommen in Israel, in 1992, vielleicht man aufmerken, dem 12. August, in Israel ist du ein Denkmal, ein Denkmalstein, wo sie ein neues gekriegt, ein neues geklappt, die nehmen Zeit von, die wo sind hingekommen in 42. Jahr, in Zeit, die wo sind hingekommen in 1937. Und ich weiß, dass initiiert unter dem, man soll aufstellen unter dem stehen, Josef Kerler in Jerusalem. Und ich weiß von dem, was hat mir erzählt, oder was soll was Berl ihm auf lange Jahr hat mir erzählt, was hat gehört von seinen Taten, Adolf Kerler. Als dem Taten ist umgekommen mit grünen Wehren, sich erschlugen bei dem Meer von Jerusalem, man soll aufstellen, als ein Denkmal. Weil keiner hat nicht gewiss, keiner hat nicht gehabt. Man hat sich herumgetrunken mit den Namen Markisch, auf Stein, Bergelsson, aber wer ist auf Stein? Was ist Bergelsson? Das ist eine politische Sache für Israel. Es ist viele, die Almun hat sich kaum durchschlagen, dachte sich schon in die Sof 90er Jahren hat sich durchschlagen, soll ergens in der Städte umriefen, ein Gas auf Markisches Numen. Und bei der ist das so, und das ist ein Fakt. Ihr versteht? Yisrael, das ist ein Kapitel für sich. Ja, das ist ein Kapitel für sich. Gut, wir sind dann zum Badai in Auszeit. Ich hoffe, wir werden reden noch einmal öfter und schönen Dank für die alle Informationen. Gib es so gut dem Adress von eurer Webseite und noch einmal dem Namen von dem Buch wegen eurer Forschung in Archiv in Moldova und euch wegen dem Namen von euer letzten Buch. No, der Buch, der Nummer 5390, können gefunden, Agaf, in Lansky, in seiner digitalischen Bibliothek, ihr wisst, ja. Yiddishbookcenter.org. Yiddish Book Center, ja, man darf gefunden dort in Boris Sandler, und dort zum Bedeuren steht, von meinen 27 Büchern steht nur das Buch.
Danke Gott, was es ist eine sehr wichtige Arbeit, Mann, aber wir können es gefunden dort in Lehnen. Das ist wahrscheinlich den Buch. Und sage der Ausgabe, ich habe sehr positive Adresse, das ist IDES Branche, die ein Wort, IDES, wie man schreibt auf Englisch, IDES Branche, .com, schön. Und euer letztes Buch? In mein letztes Buch, dort sind neu gestellt alle Bücher, wo sie sind in der Verlag. Noch nicht alle, sondern alle. Aber das Buch ist mit der Schliches kein Moskwa. Man kann es bestellen auf Amazon. Es ist dort zwischen die, man findet Bücher, jüdische Bücher, kann man finden das Buch. Mit der Schliches kein Moskwa. A großen Dank, Yasha Koyach. A großen Dank dir verbeten in Lomer schönes Wissen von der solchen Daten. Amen, Amen. A Dank, seid gesund. Kaltov. A Dank. Eine Nacht, wenn ihr schreit euch der Pan zu dem Scheures, na ja, man kann marsch und kauf Ochsen dem Poetz. Hat Nachmen genommen dem Beitel mit Geld, dem Stock in der Hand und gegangen in der Welt. Geht und a Stade der See und Pastecher liegen und singen an Nigen. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-l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 a. Ot nach men vergessen im Porzes Rinder, im Porzes Rinder, im Weib und in Kinder. Und tut sehr frag, ei Choschewelei, was kostet das an ihm bei heintiger Zeit? Sogen die Pastecher, 7 Prialen tut nach dem Batzon und geht mit Nigen seiner Welt. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Geht und a Beide der See und Klezmer dort liegen und singen an Nigen. Ai, 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 Ot nach men vergessen im Porzes Rinder, in a Porzes Rinder im Weib und in Kinder. Und tut sehr frag, ei freiliche Leid, was kostet das an Nigen bei heintiger Zeit? Sogen die Klezmerlech, 13 Prialen tut nach dem Batzon und geht mit Nigen seine Weg. Ai, 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 Geht vor Markt zurück heim von der Rinder,
man gegen's Weib und die Kinder. Was hast du Nachmen gebracht uns vom Weg, wo seinen Mann die Matone sich fragt? Beigt ein, fahren Weib und dem Kopf, öffn das Mäul und singt dir auf. La 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Nimm das Weib dir Haar auf sich reißen, mit der Fatschele dem Mann nimmt sich schmeißen. Da kommt der Poretz und stellt sich weg, und auf die Ochsen tut ihm frech. Hebt ruft zum Poretz dem Kopf, öffnet das Maul und singt ihm auf. Ai, 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 der Moritz war voll im Wind, zum Slop mit der Ritter im Schend. Steht gebunden, die Beitsch auf ihm springt, aber gehäuben seinen Nigen singt. Ai, 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 Ihr gedenkt nicht, was später, was früher, auf der Quale in der Vollen verschwind ich, nur die Mame, sie steht neben mir, wie amor, wie bei Nacht in der Kinderheit, in der Kinderheit. Wenn sie hat nicht gewusst, zieh ich schlaf, wenn sie hat nicht gewusst, zieh ich Atem und Rab von dem Bett und Loch. Von Schreck, nicht gewusst, wo Trotten. Auf der Quale ihr blassliche Hand, mit mit zarten Nieren, ich hob sie dem Nigen der Mond, was mit ihm, sie verwiegt hat die Kinder, winden sich an der Schier und befallen das Lied, das beginnt. Nur die Mama, sie steht neben mir wie amol,
a Nacht in der Kindheit, in der Kindheit, Der Wein von deures dicken Doje hat mir gestarkt im Wanderweg. Die Beise Schwert vom Pein und Treue hat nicht vernichtet mein Vermögen, mein Volk, mein Glauben und mein Blühen. Sie hat mein Freiheit nicht geschmied, von unter Schwert hab ihr geschrien. Ihr bin Aid, der kluger Knecht von Rabbi Akiva, die Chochme von Jeschaias Wort, haben genährt mein Durst, mein Liebe, ohne sie mit Hass zu neu gefahren. Der Schwung vom Makabeer Helden war Korbes Blut in meinem Sieg. Von alle Scheiters fleck ich melden, ihr bin Aid, von auf Zeptiknesch die Sonne, was gereiten quor im Scheun vor mir, weil ich unter die Freiheit vorne nach oben, nach es von Aschir, werde meine Weingärtner verpflanzen, ohne von mein Geurl sein der Schmied, weil noch ab die Sonne im Skäber tanzen. Ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid. In Wintervernachten auf russische Felder, wo kennt man sein Ernte, wo kennt man sein Ernte? A Pferdl an Altings, a Skripen der Schlitten, a Schlache verschneiter, und ich bin inmitten. Von vorn verspreit sich am Mietber Weiser, und bei dort se seht is a zendiger Heiser, dort rämmelt a Chuter versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel für Stäschkeler gehen. Versunken in Schnee, zum jüdischen Heisel für Stäschkeler gehen. A Heisel wie alle,
nur größer die Fenster und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Weltel und klein ist mein Rädel. In 2 Wochen einmal von Chuter in Städtel. Und Bänken und Schweigen von Felder, von Breite. Von Wegen verschneite, verweite. Und Trogen in Herzen, verborgene Wehen. Von Säumen, was warten und warten auf Sehen. Trocken in Herzen verborgene Wehen von Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Winter vernachten auf russische Felder, wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte. Wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte.